Jugendrede deed. En dat heb je eerst gezegd dat we soll von der te Anzug reden. So wie wir dat annehmen, das Wort mit Frieden. Und dat het kunt für uns einfach ten Abwehr sein als Brüder und Schwestern. Dankeschön, Jesus. Amen. Ja, Gouda Marius. Welkom. Ik freue mich, hier te zijn. En ja, das al gezegd wordt. Eduard had me gevraagd om hier van jou reden. En nou ja, ik zei dat ik weer bij de jugend rondom reden zou. Als we niet een andere moeten kunnen, zie, nooit probleem. Zo dan. Op dezelfde tijd dacht ik, Emma Wara. Dacht ik dat ik bid voor de jugend stond. Dus ik bid wat is een woord wat gaat nu voor de jugend hebben. En voel zich zo nogmaals diverse momenten dat ik heb niks evaderen, niet zo. En als een denken, een vraag gaat en een hart, en ik heb niks. En eenmaal dan, oké, dan weer ik in een proces dan. Würde ich dann anfangen, mich für die Predigt zu merken, aber das ging ein bisschen schwer wieder. Dort wir da das so ist, meine Freunde heute eine so kleine Bilanz und ich wieder ein bisschen schwach mit mir rein. Und irgendwann dann fällt mir bei Larry und Elsie, die wollen ja als Mars treffen, der eine hat einen Tag eben muss fassen. So dann an der Stadt Predigt merken, dann Eier nehmen, einer besorgen und was immer. En dan irgendwann dan weer ik twee en ik vind dat wanneer komt die die willen al te Mars komen oder een halve dag en die komen dan helemaal niet en die zijn dan zo verwirrt en dan vind dat een wat wo zijn die dan want die nog weinig een signaal zijn en nu Luther word ik aan ik wie meest te zeggen bediend geweest maar dat is het meest gewoon schwer merk over mij maar anyways so die predigt merken dat ik niet zei en dan stellt je wieder nächsten Tag dann ab einmal dann bueno dann Mars dann losen ich meine Friede Bibel und dann kauf gar mein frische Wort. Oh, nu ab einmal nu haben wir all ein paar Timers, na ja. Na dann ist gut, dann kann gar dann nicht sagen wohnt von denen nicht so. Soll besser aus von der Nurse ist. Und so anyways. Jetzt wenn so ist dann hat wir hier eine wunderbare Jugend stehen. Eine sehr gute Zeit mit der Jugend und es so scheint zu sein, wo die Jugend alle eingesteckt sind von den Helden und wo die nu Gott zieken und wo das vier brennt in ihrem Leben. Und ich weiß nicht, wo andere Jugendlehrer studiert. Wir haben uns Jugendlehrer gewas. Ich weiß hier habe ich mir, was wir sind Jugendlehrer gewas. Wo je immer an der Sinn und so aus dem Haus kommen, an nur Jugend stehen. Als die ganz lang will ich in Haus kommen, naja, nu haben wir was getan, oder was das durchgebracht hat, weiß ich nicht. Aber da glaube ich mir, die sind einmal ganz meiden uitgebracht in Haus gekommen. Wie das ist das? Seht, das ist ein so Asset. En dat is erreicht is dat de jugend heeft leven en wanneer ik van de jugend huis voort dan wil einer rijven, niet zo, van de jugend staan. En dat jetzt zo schijnt dat het dat is, niet? Dan kan einer zijn energie verbrennen daardoor en dan komt einer naar huis en dan schijnt slopen en dan freschen daar ontvangen. En meestal dan kom ik van de jugend naar huis en dan val ik me zo, oké, nu zie ik meid en nu is het tijd om rijven. Maar jetzt van zo is nog sogar danach, gleich Feiers Mars. Ich weiß nicht, was die dort geworden sind, dort ein klein bisschen beretzen danach. Ich dachte, und ich bin nach sagen, dort wird wirklich regnen, das habe aber nicht. Aber ich will dann schaut sie ab und ich kann nicht so da schlupen und ich will das Wort erst. Das ich sie meid und ich fall mir nicht uitdrijven, aber als man noch nicht Zeit dazu ist. Naja, ich dachte so, jefje noch mal eins von je Pfeiler, aber von der erste Mars, wenn wir hier sehen, dann sagt Gott mir, das ist es. Du hast noch nicht fertig mit deinem Wort. Bring das von der frisch. Und so, die Jugend, die war das von der dann der zweite Mal hier.
Dat is niet dat je niet harten, dat wens dort immer war, selbe Thema bringen macht. Ja, nicht am dort. Aber ich glaube trotzdem, wenn ihr das all einmal gehört habt, kann Gott ihnen von der nach frisch was sei. So, das Thema von der ist, wer ist das Herr? Wer ist das Jesus? Wer ist das wirklich? Zoals Werner is al zei en 44 Versen da. Da kommen Menschen, die willen das verstehen. Am wat ging dat? Waarom willen die door een event verstehen? Wollen die, het wat van zijn, wollen die door hier gekomen zijn, want dat er nu weer een feit uitroep was. Wollen die door hier gekomen zijn, ten beiden, ten metmerken, oder het wat van zijn, wollen die door hier gekomen zijn? Waarschijnlijk, ten metmerken, ten port zijn. Aber, dat ging door niet aan een uitroep. Dat ging door aan de noemen Jezus. En dat is voor het rebel. Dat is voor het rebel. Dat weer een abrühr. De ene groep, die wil de noem Jezus onderdrukken, den zal niet bekend gemaakt worden. En de andere groep, die wil het bekend maken. Ze zijn afsmelig. Ze doen als een abrühr wegen den noemen Jezus. En een andere vrouw wens Jezus, wegen de noemen Jezus, is, waarom is hij zoveel dollar bekend? Als ergens zesvoort, als ergens een andere God, ergens een andere afgod, wordt op deze wereld heeft. Dat heeft je den afgod, den Hindu, den wat de Indiërs daar veel aanbeden, is een beeld, waar we ons ook mal bekijken. Als ik zeg, klaar, bij een is, kan zijn, er zijn twee beelden, die hebben viele Aufgaben, aber nur, wird unser Bild so wie, da sind jetzt 3 Menschen und viele hängen und das geht alle daran, am glauben, dass nicht best in Gestalt von einem Menschen, und dann wo Gott die was auf diese Welt abstellen, als ein Mensch, dann was die nur hier frisch geboren worden an ein Tier oder ein Eishefer, dann als wo Gott hier was best, was Gott die nur hier belohnen oder bestrafen, dat die durch een andere Gestalt oder durch een andere Tier oder was immer geboren wordt. Dat is te geloven. So, an diesen Aufgabe, was fehlt je gleich. Aber nu habe ich eine Frau. Wer von ihnen hat mal einer von diesen Namen gehört? Heeft mal den Hang ab. Sind viele, aber nicht der Hauf. Es sind nicht ganz der Hauf Menschen, die einer von diesen Namen gehört haben. Und nu gibt es noch ein anderer, der ist in Thailand sehr bekannt. In dat Land, wo viele von der Heilungs gemerkt worden, dat is dicht bij China. Daar is nu een Aufgabe, dat is Buddha. Waar we ons dat mal bekijken, hier is het beeld. Dat is een Aufgabe van een Buddha. Wer heeft mal einer von denen gehoord? Ook waar, niet de Hauf. Dus nach wat interessant is, der hat nach een Aufgabe, die nennt sich Fat Buddha. Der Vater Buddha. We houden aan het stopbeeld mal kijken. Hier is er. Dat is waarlijk. Het is lachen, aber dat is waarlijk. En waarom haben sie nach einem Fat Buddha? Wenigstens die Thailandesen, das sind ein bisschen eine andere Rasse als wir. Die können eigentlich nicht fat worden. Und das sind immer so, das sind Beine-Genetiker. Immer so Fandan und wenn wir noch mal, wer ein bisschen dicker ist, wirklich groot zijn mensen doen niet. Maar wanneer nog maar weer een beetje dikker is, dan wordt hem al fat genannt. Ik zou als voor die mensen niet eer. Ik eindelijk, die vaten mensen zeer smaak. En manche mensen hebben ze die meest niet. En ze geloven wunder van dat. Wanneer nog maar weer een klein beetje gegeven is. En zo dan eeren ze den. En daarin is dat ook gestet. Met deze fat Buddha. Dat is niet eer. Ze willen den eeren damit. Zo. Wenn ich all diese Nummern abnehme, dann houden nicht der Haufen Menschen dahin ab. Nu habe ich eine Frau. Wenn ich den Namen Jesus sage, wer hat mal einer von denen gehört? Alle. Einzige, wer nicht dahin abheben, dann sind die ganz kleinen Babys. Aber die haben das auch gehört. Die weiten bloß noch nicht, dass sie in der Hand abheben. Aber Jesus wird mal bloß 33 Jahre auf dieser Welt,
der erst gleich 100 Jahre auf dieser Welt so aus dieser aufgeht. Al 100 Jahre war der einmal war ein frisch Gebiet, das sollte sein. So Jesus will mal 33 Jahre hier auf dieser Welt als ein Mensch. Und nur dort noch was zu sein, dann hat er mal sehr weit Raum gereist. Bijna ein paar hundert Kilometer oder vielleicht noch sogar nach mit weniger, was er Raum gereist hat. Aber er ist nicht weit und breit irgendwo gereist. So nur dort noch kann ich viel Dollar bekannt sein auf der ganzen Welt als Jesus. Ich sehe all in Mexiko was, ich sehe in Brasilien was, ich sehe all in Irland was. Aber no, sehr wenig Menschen auf dieser Welt wollen mich nun weiten. Wenn wir reden von Donald Trump, der ist auch gerasslich bekannt. Aber am 2000 Jahr wieder, was er danach so bekannt sein, was der Name Jesus von der ersten Tag ist? No, das weit wir alle, dass er nicht ist. Dass er nicht was sein. Wie ist Jesus ein Revolutionario? Ein Mensch, ein Revolutionario, das ist einer, wer eine Gruppe Menschen gegen die Regierung tritt. Wie Jesus so? Weil die dachten, wir. Und da hat er auch gewisse Notfälle. Wenn die wollen alle mal haben, dass Jesus so mal das Revolutionario sein, was gegen die Regierung geht. Und er mal die Möglichkeit geben, dass sie nicht mehr brauchen, so viel Tax zu holen, nicht so? Das ist, was viele Menschen glauben. Und das ist nicht, was Jesus getan hat. Jesus hat ein ganz anderes Denken. Er dreht den Menschen ihr Denken auf einmal ganz. Aber er wird ein Revolutionario geistlich. Wenn es in das Christenleben wird er ein ganzer Revolutionario. So sei dass sogar jene Menschen, die wollen, dass er gegen die Regierung gehen wird, die gewisse von den fallen sogar nur hier auf von ihm, die gehen am nicht mal hier ran, wir nicht mal sehen gehen, bloß wenigstens, sie haben sich ausschmiert. Jesus hat nicht dort getan, was sie hoopten, was Jesus tun wird. Das darf nach der anderen sein, dass der Teufel selbst. Stimmt dort? No, das weiß wie dort nicht das. Aber war einmal wird am den Namen Jesus geredet. Geht sich fahre nicht über. Wir können vielleicht sagen, der Namen Jesus hat auch viel Streit auf diese Welt gebracht, nicht so viel Uneinigkeit in dem Sinn. Es ist einmal diese Gruppe Menschen auf der Welt, die wollen in der ganzen Welt bekannt machen. Und dann ist auch diese Gruppe Menschen, die wollen den einmal durchkluien. Und dann, wo sie den wollen durchkluien, denn Jesus den ja nicht durchkluien. Und von den Kerl wird nicht wachran. Das schafft nicht. Das ist die Leid von der Scheinheit, Jesus Gott in der Scheinheit daran an 10 Jahren. Das ist das meiste zum Angst kriegen. Und dann will sie wieder an der Rand einmal heran, nicht so? Kriegst du es? Jesus, der ist einmal da, der rannt uns einmal heran. Und dann, wo wir ran wollen, er ist da. Nicht, dass wir nicht Angst haben, wenn er erst nicht, wer wir uns nicht Angst angrüßen, er hat uns Frieden. Er hat uns Gelotenheit. Aber er ist einmal da. Viele Menschen, die wundern noch einmal, hat er Karte, hat er lange Haar, hat er ein Bart, hat er nicht ein Bart, was von der kleinen Hüt hat er. Und das sind alles Frauen, die Menschen haben. Und wir können die Frauen nicht alle ganz voll beantworten. Das ist in der Bibel einfach nicht. Gewisse Frauen sind einfach nicht beantwortet oder nicht abgeschrieben. Und dort hat Gott auch Mutwillens, sie wollt, dass das nicht ist. Und dann würden wir auf einmal alle glauben, dass wir müssen nicht einmal an sich so haben als Jesus. Und wir weiten nicht alles von Jesus, aber wir weiten doch viel. Wir weiten, dass Jesus ein Mensch wird. Er wird ein Mann. Er wird ganz Mensch. Wir weiten auch, dass er Meid wird, dass er nochmal hielt, dass er nochmal darscht. Das sind alles Zeichen, dass er ein Mensch wird. Aber Jesus hat nicht gesündigt. Wir hier, wir handeln alle gesündigt. Wir sind Christen, wir leben für Gott,
aber wie haben wir mal gesündigt. Da kommen Versicherungen und wie fallen. Jesus hat diese Versicherung auch. Und wenn er weiter weiß, all die Versicherungen, die du und ich durchgehen hier auf dieser Welt, der ist Jesus als Verans durchgegangen. Der ist auch all durch. Und er ist an die Versicherung nicht gefallen. Er hat nicht gesündigt. Er wird ein Mensch, das du und ich, aber er wird trotzdem mehr als ein Mensch. Er sagt, er ist der einzige Sehen von Gott und Wort Fleisch. Vertiet anfängt, ist Jesus all. Hielt sich überrascht. Vertiet anfängt, wird Jesus all, soll ich vielleicht sagen. Aber noch das erste Reich gesagt. Wenn Jesus wird dann, und er ist nu, und er wird auch immer sein. So vertiet anfängt, ist Jesus all. Und sogar an sein Tod, wenn Jesus gekreuzigt wird, dann dort im Blitz, dort wird so arg, dass diese Soldaten, diese Menschen, die am Kreuzchen leiden, die müssen dort tauschen und bleiben einfach nicht anders übrig, dass nicht dort irgendein Mensch das bemerken hat, aber bleibt einfach nicht anders übrig als dort tauschen, dass Jesus Christus wirklich der Herr ist. Was passiert dort? Wel, dat is daar de kracht van ons Jezus. En nogmaals, während Jesus door een kruis hang en aan de neel werd en hij hing neergeneld, dan sagt Jesus, vergeef Gott, Vater, vergeef deze mensen, want zij weten niet wat ze doen. Während daar zijn hing werd neel neergeneld, während hij de weide al feilt, sagt hij nach, vergeef deze wings, zij weten niet wat ze doen. En dan moeten we ook verstaan, dat de neel daar te heen nemen, dat we wat ganz kleiner, durch jeens al dat wat hij al durch weer. Hij droeg onze schuld op hem. Hij werd getrant van den Vader, dat we veel schrikkelijker. En daarna sagt hij, vergeef deze wings, zij weten niet wat ze doen. Waar is het met die en mij? Wann irgendwer mich krijgt wat schlechtet an dat, kan ik dan in dem Moment krijg zeggen, voor de vergeef hem, ik zei weiter niet wat ze doen, aber kan ik zeggen, ik entscheide deze persoon te vergeven. Met mij wel het meestal maar zo dat wel een paar jaar duren, waar ik me kan aanvangen te vergeven. Maar dat is niet het bijspel wat Jezus aanschaf. Hij deed aan den moment entscheidet hij te vergeven. En Lukas kapitel 11, vers 29 bis 32, dat wel we lezen. Lukas kapitel 11, vers 29 bis 32. Als dat volk zich am arm meer en noederdring, vangt hij aan te reden en zegt, dit zijn verkeerde mensen, die zieken nur ein Ticken. Antwort over 6 kein Ticken gegeven worden als dat van profeet Jona. Zo als Jona een Ticken voor de Nineviten wir, so wordt de mensen zijn een Ticken voor deze generatie zijn. De Königsschaft van Sidon wordt gereisdag abschonen en deze generatie verdommen. Wil zij keim van de andere Zijdwelt. Salmo zijn wijsheid te hieren. En hier is einer der greater is als Salomo weer. De mensen van Nineveh waren im Gereich mit dieser Generation taub, abschonen und verdammen. Weil sie kehren am als Jona predigt. Und hier ist einer, der sicher greater ist als Jona wir. Hier ist ein sehr hübsches Wort von Jesus, tote Menschen, was sich an am drängen dahin. Wenn es die Menschen, die gehen bloß am Tickens. Tickens, wie will Tickens sein? Jesus, wat kost die nach? So die kost den Blähen heil, und die kost den Lumenmerken gehen. Jesus, wat kost die nach? Das ging bloß am Tickens, nach ein Ticken. Das gibt diese Menschen von der auch schon nach.
Der will immer nach ein Ticken sein von Jesus, Pharisäer will die Entscheidung treffen, für Jesus zu leben. Immer nach ein Ticken, wenn das Ticken ist, das kriegt es, der wird never genug Geld haben. Der will immer nach $1, nach $10, nach $1 und dann, nach $10 und dann komme ich zu Zweig. Und ich war dort fertig und dann war ich mit meiner Familie zu Zweig kommen. Aber solange sie mit anderen mitfahren machen, dann war ich nicht. Nach ein Ticken, nach ein Ticken, nach ein Ticken. Ich will nach ein Ticken sein von Jesus. Diese Menschen, die giftet. Aber weet je wat? Ich hoop en ik geloof dat die nicht hier zitten. Ich glaube, wir sind alles von die, wat dat al verstaan haben. Wir sind alles von die, wer dat al verstaan haben, dat Jesus zijn zelfs als groot genug. Dat Tigen von Jesus zelfs als groot genug. Wir brauchen nicht nach wieder siegen, wir brauchen nicht nach wieder gehen. Hier ist es ein sehr hüngsches Wort. Die Menschen, die wollen bis mehr Tickens. Und Jesus sagt, wenn Jonah ging nur Nineveh, dort wird prägen, sei glaubten, dort das Jesus noch kommen wird. Aber diese Kennische, die Fut von Sieden nur Salomo am Vers hatte hier. Die glaubten, auch wann dass Jesus du nicht vererntet. Aber diese Menschen, die drängen sich an Jesus und sie wollen nach mehr Ticken sein. Und Jesus sagt, wenn die dort nicht sein, dort mein Ticken groß genug ist. Wenn die dort nicht sein, dort das traurig. Wenn die dort nicht sein, dort ich so viel grater sie als Jonah oder Salomo, dann, sagt er, dann waren Jana ihn ungerechtlich verdammt. Das ist ein hüngsches Wort. Das redet nicht mal von Gott Wort. Denn nicht weiter. So, ich gleich auch Tickens zu sein. Ja, ich gleich dort. Aber ich mag nicht ganz aufhängig sein an die Tickens. Ich sehe aufhängig an Jesus. Ich glaube an Jesus, dass er groß genug ist. Und dass er der Jans ist, dass er der Herr ist. Was alles kann. Und dass er traurig, was er ist. Er ist genug. Ich brauche nicht nach Wiedersiegen. So ist Johannes der Täufer. Ich habe mir einmal gewundert über Johannes der Täufer. Wenn ich bei du komme, wo er festgenommen war und dort kam nur sein Tod, dann schickt er seine Jünger nur Jesus Frauen, als er wirklich der Herr ist oder sie nach nun anderen siegen sollen. Er kann mir ein bisschen Johannes in der Lehre anstellen. Das wird schwer. Er wird festgenommen. Er wird fest. Und wahrscheinlich hat er eine Idee gehabt, was mit ihm passieren wird. Und dann fragt er, schickt er Jesus Frauen. Also schickt er seine Jünger Jesus Frauen, als er die Herr ist oder sie nun anderen Lehre machen. Und dann sagt Jesus ganz ruhig. Ganz ruhig sagt er, na, was ist mir das Wort weich? Was sagt er nochmal? Komm einmal ab, den Satz sei. Komm einmal ab. Dat de blinden waren zijn en de lummen waren gaan en de doden waren van dood opstaan. Dus dat is naar dat tje. Und dankeschön, Abraham. Und ich kann mich feststellen, das wird für Johannes schwer anzunehmen, wenn er wusste das. Aber so, ich glaube, Johannes wusste das gut, wenn er wie gedacht hat, werden weich aufmück für Jesus. Das sage ich in der Bibel. Er werden weich aufmück für Jesus. Und so, er hat den weich aufgemerkt und er wusste kriegt. Das ist nicht wieder eine schwierige Lehre, nicht wundert er. Und dann kriegt er ein hüngsches Wort von Jesus. Und ich glaube nicht, dass Jesus dort an den Sein sei, dass er nicht will Johannes verdammen. No, er will den bloß einmal frisch denken haben. Und war frisch denken haben. Dass deine Umstände bestimmen nicht, ob ich der Herr sie oder ob ich nicht sie. Du hast Tickens gesehen, du hast mir gesehen, dort liegt auch. Bueno, die Geschichte wieder.
En wie weet wat met Johannes passiert. Aber hij heeft zijn Arbeit gedaan. In Matthäus Kapitel 16, Vers 13 bis 17 sagt dort, ich kann einmal aufschlagen, Matthäus 16, von 13 bis 17. En die zie ik tegenander. Ik heb je nog niet geändert in deze stem de Bibeltag en van der niet. Ja, nu ja. Matthäus 16, 13. Ik had op Markus abgeklickt. Matthäus Kapitel 16, Vers 13 bis 17 sagt, als Jesus in Caesarea Philippi angekommen wir, frug hij seine Jünger und sagt, wer seien diese Menschen dort ich? Die Menschen sind sie. Und sie sagen, einige seien die best Johannes der Täufer, andere seien die best Elia und einige die best Jeremia oder einer von den Propheten. Und er sagte an, und wer sei je, dort ich sie? Simon Petrus antwortet, die best Christus den lebenden Gott sehen. Jesus sagt zu Petrus, selig bist du, Simon, Jonas sehen. Das hast du nicht von Menschen. Dort hat mein Vater vom Himmel die offenbart. Die Freude wird viel persönlicher, wenn Jesus ich fragt, und wer sagst du, was ich sehe? Ich kann vielleicht ein Grad irgendwas von Jesus abnehmen, aber dann, wenn mich persönlich gefragt wird, Jake, wer ist Jesus für dich? Oh, dann muss ich wirklich denken, wer ist er wirklich? Oh, heißt der Herr? Heißt der, wer sein Leben gab für mich? Petrus ist ein bisschen interessante Person in der Bibel. Er wird ein interessanter Jünger. Einmal dann ging da bloß los, das einmal ging da am Wunder los. Und ich glaube nicht, dass Petrus gegrabbelt hat und nur gedacht hat, ist es nicht wahr, wenn ich losgehe ab dem Wunder oder ist es nicht? Er da bloß. Ich sehe von den Menschen, ich gleich einmal nur zu denken, ist es wahr, was ich tue? Ist es wahr, ist diese Entscheidung, was ich nehmen will, ist das eine wahre Entscheidung oder soll ich anders? Ist diese Sache, was ich mich halten will, ist es wahr oder ist es nicht? Von denen, was ich mich das halten will, ist es ein anerbrecher Mensch oder will die mich estafar oder will die mich bestellen? Ich probiere wahr zu sein. Und weet je wat? En dan waar ik mijn wijsheid riek, dat had me al estafar, dat had me al bestolen. So, noch war er nicht wijs genoeg geweest. Aber Petrus ging einmal bloß gleich los und kriegt so aus hier. Kriegt so an diesem Tag. Er sieht bloß Wort. Was die Gott ist gefragt hat, Gott, sei die mir nicht kriegt, wer Jesus ist. Kann sein, aber ich bei dir. Ich glaube, Petrus hat nicht Zeit für so. Den sie mir dort wird all up, für nur da. Und dann hat er bloß hastig was gesagt. Und dann sagt Jesus, das hat der Vater, Gott, die ihr offenbart. Das kommt nicht von ihnen kluge Denken. Petrus, entschuldige mich wieder, aber Petrus wird einmal in Protest gesagt, wo muss sagen, ein bisschen Großfried, nicht so? Die blabbert los und hat einmal hastig was zu sagen. Einmal wurde am dort vielleicht sein, einmal wurde sich am dort gelohnt haben, wann wieder still war. Aber andermal sei wir so eine Forschung aus das, und das sei wir, hier hat Gott dem wirklich gebraucht. Und dann, was er von einer Person wird. Und dann, wenn er nicht perfekt wird. Und dann, wenn er nach mal hastig losredet. So als er wird, so kann Gott anbrocken. Und so ist es auch mit dir und mir.
wir merken auch noch mal einen Fehler. Wir geben auch noch mal einen Zadel, aber falsch steht war ich. Oder wir reden auch noch mal, wann wir nicht haben sollten reden. Oder wir tun auch noch mal eine Arbeit, was wir haben sollten, unterstellen. Oder was immer. Weil so, als du und ich sind, so kann Gott uns brücken. Das brückt bloß, dass wir zu Gott sagen, hier sehe ich, brück mich. Und dann kann er uns brücken. Wenn er Jesus brücken kann, dann kann er uns auch. Nee, wenn er Petrus brücken kann er uns auch brücken. So, die Frau ist nu bei dir. Wer denkst du? Wer glaubst du? Wer glaubst du, wer ist Jesus? Wer ist Jesus in dein Leben? Ich will auch Markus Kapitel 1, Vers 7 lesen. Markus Kapitel 1, Vers 7. Hij predigt en zegt, dit is Johannes de Dijper. Hij predigt en zegt, nu mij komt einer, der sterker ist als ich. En ik zie dat niet eenmaal weet, dat ik mij ver aan de bek. De Schaubinger op te lezen. So, ich habe mir das nicht neu studiert, ich weiß nicht, was das reich gesagt ist, wenn du sagst, Schaubinger auflesen. Ich weiß nicht, was Jesus da noch Schaubrücken da oder ob es bloß Verratschen oder Schlaren gewesen sind. Aber lass das nicht sein. Lass das nicht Verratschen oder Schlaren gewesen sein. Johannes sagt, ich sehe das nicht wird, dem der Schaubinger aufzulesen oder dem der Verratschen nicht zu tragen. Und ich habe fertig gedacht, kriegt es Petrus nochmal zugleich, was gesagt hat, kriegt es auf Johannes hier. Hä? Das ist Jesus. Das ist der, was alles in Kreuz abgenommen hat, ab sich, vor uns. Er hat meine Schuld gedreht. Das ist mein Freund. Er sagt, er ist mein Bruder. Er ist mein älterer Bruder. Dat is gedacht, Jesus sagt doch, er ist ans Brigum. Hielt sich an das Mann auf sich besonders funnig, wenn wir das an Brigum haben. Aber das, was die Bibel ans liert. Wir als Kirche, wir sind die Brüder. Und er ist ans Brigum. So, dann hielt sich halt interessant, aber er ist ans Bruder, ans ältere Bruder, er ist ans Brigum. Und nu glauben, dat ik dat niet weet, sie dem seine Schöpfungen aufzulesen, like, come on. Einmal war ich des Tages gelesen, ich dachte, was jetzt an? Das ist kein Porter, was bordet dort, dem seine Schöpfungen auflesen. Aber, ein paar Jahre, 3 Jahre Mars, dann lassen ich in meine Früh diesen Tages. Und ich las den ganzen Tag und gleich, wenn ich diesen Vers gelesen habe, dann will mir das einmal brechen. Ich kann es nicht wieder lesen. Ich fange nur zu denken, was? Und so, die Sache ist das, dass wir nicht Johannes, dass sie ich, dass wir ich, was die Kneipe hier falsch getan habe. Nu war ich ein Rührtaren, ja? Dass wir nicht Johannes, was bloß Horst was gesagt hat, dass wir überhaupt ich, was das nicht verstehen hat. Wenn wir mal denken, wenn er hier redet von, er ist dort nicht wird, die Schöpfung von Jesus aufzulesen, was und was von seinen sagt er dort? Naja, wir weiten dort an den Alten Testament, in Janetid, wann irgendwer Jas kriegt, der wurde den geringsten Sklav, der bei der Hand hatten, um die Jas zu feit waschen. Und so, der geringste Sklav,
de leest das geloof, der wordt laatst uitgekomen, als ik vielleicht ook zijn, die muss de juiste feit waschen. En wat maakt je doen om feit waschen? Nou, de slaren uit je taak, of de verratschen uit je taak. So, wenn hij niet zegt, ik zie dat niet weet, Jezus de show ben je op te lezen, of Jezus de verratschen uit te tragen, dan zegt hij een ander weer, ik zie dat niet weet, de geringste geloof te zijn, om Jezus te feit waschen. Dat is nog waar het te veel. Wenn hij werkelijk versteht, wat Jezus, wer Jezus werkelijk is. Wat wordt van de eerste dag, dat geringste zijn wat we doen kunnen voor de anderen. Geht sich vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber ich weiß. Wenn ich in ein Toilet gehe und dort ist all die Flasche, aber dort ist auch mit Farbe geblieben, dann mit der Barsch dort gehen rütbarschen. Das ist gering, nicht so? Ein anderer wird, Johannes wird dort nicht mal würdig. Er sagt, er ist nicht würdig, der geringste zu sein. Zum Jesus ab eens een kleine eik nach een klein beetje gedaan. Dat is wo mir dat werkelijk eenmaal breken deed. Wo ik werkelijk eenmaal nur da. Ik zie dat. Wat niet een werkelijk dat rechte beeld gehad heeft van wer Jezus werkelijk is. Ik zie die persoon. Het is niet Johannes. Dat zie ik. So wat moet ik dan niet doen? Wat kan ik dan niet doen? Ik geloof, en ik wil die ook aanluiden, wie kunnen Jezus vragen dat hij ons een frische beeld geeft van wie hij werkelijk is. So ik mag vragen dat we er heen kunnen een leid aanmerken, krijg dat van gisteren. En ik wil ons als verzameling aanluiden af te sturen. Waar we eenmaal afsturen, en während dit leid, wil we God vragen. Weil wir Jesus fragen, dass er uns ein frisches Bild gibt. Ja, weil wir am anbeten, weil wir sie um hochheben, aber selber sieht, weil wir am fragen. Jesus, wer bist du? Gib mir ein neues Bild von wer du wirklich bist. Ich will ein frisches Bild haben von wer du wirklich bist. Und vielleicht ist es sogar gut, wenn wir Jesus am Vergebung fragen. Vielleicht können wir sogar am Vergebung fragen, dat we zijn beeld niet recht verstanden haben. Hij is dat teken. Hij is dat teken. Aber ons riecht dat teken vielleicht ook niet toe, ik weet niet. We willen vielleicht ook meer teken zijn. En vergoten daarvan. Dat hij dat teken wird. So, weil wir am Vergebung fragen, weil wir besser tun und weil wir am einfach fragen um frisches Bild.